Ik wil van jou reden en dankbaar zijn. En mijn hooping is van jou dat je worden van hier wegvoeren, dat je worden vriendelijk kijken. Mijn wens van jou is dat we worden ons vrijen, dat we worden vrouw zijn, dat we worden dankbaar zijn. Er zijn zoveel dingen in deze wereld, over de laatste jaar en over de laatste jaren, waar we ons schwaar merken kunnen. Wo wir würden gern sein, wir würden uns so schwer merken, dass wir traurig loten doen. Wir diesen Monat, Oktober, will ich haben, wir sollen den ganzen Monat nehmen und wir wollen sein, woran wir dankbar sind. Wir sollen dankbar sein, weil Gott uns gesehnt hat mit allen Sorten. So wir wollen, ich glaube, wenn wir sein, was Gott uns gegeben hat, dann sollen wir dankbar sein. Wir wollen in zwei Parts sein. Wir sollen dankbar sein und wir sollen Dank sein. So werden wir anfangen mit dem Gebet. Laten we misschien voor ik bid van jou voor alle van ons. Ik weet niet graag wo wir alle stehen dan, maar du das. Gott, ich bete, dass du was mir Kraft geben, um diese Botschaft rüberbringen, in so einer Weise, was dir gefallen hat. Und Gott, ich bete auch, dass du was mir die Stimme geben, meine Stimme ist von ein bisschen schwach, dass du was mir bis Kraft geben, der rüberbringen. Ich bete Gott für alle von uns, dort in Hort, wir wollen dankbar sein. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. Wat ik wem vragen kan, dat mij wat wiederholen, dus dat ik mijn stem is van der een beetje schwach, zo wat ik een beetje woorden kan hebben. Ik wil van der aanvangen in Jakobus kapitel 1, in de 17e vers. En deze vers is, glaube ich, sehr wichtig für uns, weil es uns wiesen, wo wir sollen Dinge an sein. Jakobus kapitel 1, de 17e vers. Alle gute Sachen en alle vollkommene Gaven kommen von boven rauf. Die kommen von Vater, der dort Licht gemerkt hat. Der verändert nicht und er verwechselt nicht, daher mit diestert. Wir sehen hier, dass jeder gute Gabe kommt von Gott. Und wo kommt diese Gabe? Kommt von boven rauf. So hier sei wie ein Bild, Gott ist im Himmel und hier ist ein Vorbild, wo alles, was Gott ist, kommt rauf nach uns. Das ist sehr wichtig, dass wir das begreifen, wenn wir an Dankbarkeit denken. Vierten gleich wir haben, was wir haben, wird es wieder für haben geschafft. Aber es sagt hier, alle gute Gaben, alle gute Dinge, die kommen von Himmel rauf nach uns. Die kommen von Gott. So, wir haben nicht uns selbst zu danken, wir haben Gott zu danken. Wieder sage ich auch hier, dass das sind vollkommene Gaben. Warum sind unsere Gaben vollkommen? Weil Gott ist vollkommen. Lukas Kapitel 11, der 13. Vers sagt es das. Wenn je dann, da je schlecht sind, doch weiten je Dinge zu geven, wat Gott ist, wo viel mehr wird je Vater im Himmel, der den Heiligen Geist geben wird, der du noch freuen. So wir sehen hier, dass Gott ist Gott. Nochmal der Gott uns demütigen mit. Meine Stimme, der fällt sich ganz fern von der Smars, aber der fällt sich mit schwach nie. Gott ist Gott. Er ist vollkommen. Du wirst ja wie sein, was Gott geben wird, ist Gott und vollkommen. Du hast nicht schlechtet in Gott. Und du hast dann nicht schlechtet mit was Gott geben wird. So, wenn wir sein, was Gott uns geben wird, dann müssen wir dort annehmen, das ist vollkommen. Du hast nicht Fehler in den Gaben, was Gott uns geben wird. Du hast vollkommen, weil Gott ist vollkommen. Und dann sagt er wieder, er verändert sich nicht und er verwechselt nicht
daher mit dies tut. Wenn Gott uns was geben wird, er ändert nicht. Er wird nicht vertuschen, dort was gut ist, für dort was schlecht ist. Gott ist immer gut. Wenn Gott 2 Jahre zurück gut war, ist er von dir und da heute noch gut. Wenn Gott 20 Jahre zurück gut war, er ist von dir und da heute noch gut. Wenn Gott 100 Jahre, 200 Jahre zurück gute Geschenke und Gaben geben hat, dann wird er von dir und da auch gute und vollkommene Gaben geben. Ich glaube, woran wir fertig dort nicht on sein und dort Gott seine Gaben gut sind, ist das. Wir verlangen Gott, jeft uns, was wir wollen. Wir glauben, wir weiten, was gut ist. Wir merken uns deutlich, was wir wollen haben. Und dann stellen wir uns an, wenn Gott uns nicht helfen wird, dass wir dort wollen, dann tun wir dort, was Gott tut, nicht gut. Aber Gott ist der Anfang von was gut ist. Was Gott tut, ist, was wir uns noch meten tun. Wenn Gott was tut, dann ist das gut. Und wenn wir was verlangen von Gott, dann müssen wir unser Verlangen anstellen, dort, was Gott gut ist. Die wir Älteren sind, Großeltern, die weiten dort in Weihnachten, Kinder, die sind viel zu honest, viel zu ob, was sie mit den Geschenken denken. Nicht so? Wir merken, wir dann viel Zeit nehmen und Geld nehmen, um in Geschenkzeiten für unsere Kinder und unsere Großkinder. Aber ihr habt vielleicht mal sein, dann kriegt ein Kind ein Geschenk und dann ist ihm das nicht gut. Er sieht das Geschenk und dann was sagt er? Das ist nicht, was ich will. Und was geht uns dann durch als Eltern? Wenn ihr bitte das ich sagen, dann will ich will das Geschenk nehmen und das ein sehr junge Fleisch bieten, das ein feine Bieter schmarren wird. Nicht so? Sondern verlangen wir uns durch. Wie das Eltern haben ein Geschenk gegeben, was gut ist für das Kind, dann geht das Kind und sagt, das ist nicht, was ich will. Nun werden wir uns dort Bild mit Klima drehen, dass wir können sein, Gott ist der Vater, Gott ist der Eltern, was das Geschenk gegeben hat für uns. Er weiß, was gut ist, er weiß, was recht ist und vollkommen ist. Und dann sagen wir, so Kinder, so die Kinder, die nicht dankbar sind, sondern was sein, das ist nicht, was ich mir jankert, das ist nicht, was ich will. Und wir können dann sein, wo Gott dort dann vielleicht durchgeht, wo dort am Jeng on ist. Wir sind hier dort Gott, wo er seine Ansicht als auch einmal das sieht. Er ändert nicht. Wir sind in Englisch, sein Mood, he's in a bad mood or she's in a good mood. Und wir sind fertig dort, wo wir uns fühlen, dort ändert. Wir wissen vielleicht, was Menschen nicht, wo mit Menschen umgehen will, sie wissen nicht, wo wollen sie sich fühlen in einer Minute. Dort ändert sich sehr. Und viele von uns, wenn wir abwachsen, wir haben immer einen Vater und eine Mutter, wo wir noch Dinge freuen. Wir wissen, wenn wir nach Mom gehen, sie wird vielleicht viel leichter uns dort geben, was wir für freuen. Oder vielleicht wird es der andere. Wir ein von unseren Eltern, was wir für Dinge für freuen. Und dann weit wir auch, wenn wir uns Vater und uns Mutter freuen, wir in Tiden, wo wir vielleicht viel leichter sein, was kriegen von Ernst, in Tiden, wo das nicht so leicht wird sein. Bild, wo sie sich freuen. Gott ist nicht so. Gott ist immer das Selbst. Dort bedeutet nicht, wenn wir Gott nur was freuen tun, smars, der Tag oder am einen Tag. Dort bedeutet nicht, wie Gott was für Dinge freuen tun und Sonntag oder an Donnerstag. Gott ist immer das Selbst. Er wird nicht ändern und er wird uns immer geben, nur was gut ist und was vollkommen ist. So, was ist es dann, was Gott uns geben wird? Ich will bis ein paar Dinge durchgehen, wo wir kann dankbar sein. Ursprünglich, die Bibel lehrt sehr viel von das. Gott hat uns Odem gegeben.
Gott ist der, was uns Odem geben wird. Und hier ist ein interessantes Ding. Ich weiß, die hat mir gehört und das reden Eier. Das wird in Griech Wort für Odem ist als Pneuma. Und in der Bibel, das wird Pneuma, wird 3 Wege gebraucht. Erstlich, da wird gebraucht von Odem. Der zweite Weg, und wir sehen dort, wird gebraucht von Odem in dem Neuen Testament, auch in dem Alten Testament. Wir sehen dort Gott Odem in Menschen lernen und dann kriegt der Mensch Leben. Der zweite ist Wind. Wir sehen das in Johannes Kapitel 3. Jesus redet von Wind. Und dann der dritte Part ist Geist. So wir sehen, wo diese taub gebunden sind. Wer Odem hat einen Geist. Und wer nicht Odem hat nicht mal einen Geist. Oder der Körper hat nicht mal einen Geist. So das ist verbunden. So wenn wir einen Odem haben, dann lebt uns Geist, unsere Seele noch in dem Körper. Wenn ich ein bisschen studieren darf für das Thema, ich fand das wunderbar, wo uns Körper schaffen wird. Jedes Mal, wir denken nicht mehr an, jedes Mal wie ein Odem anholen down und reinpüssen down, habe ich mal gedacht, was passieren wird? Da haben wir alle taub mit Sperren ans Odem der Jet nähern und rüht. Und das wird in einer Sekunde oder 2 Sekunden. Weißt ihr, was mit jeder Odem worden wird? Wir holen uns Luft nähern, Wind nähern, und in dort Luft ist Wasserport Oxygen. Und Wasserport alle Sorten ohne Gas. Das ist Nitrogen, das ist Carbon Dioxide, alle Sorten, was der Mank ist. Wir holen dort Luft an und denken, das wird alle in einer Sekunde. Wir holen dort nähern, das geht in unsere Lungen nähern. Und dann haben wir in uns Blut Cells, die dort Oxygen von dort Luft rübernehmen wird. Das geht in uns Blut nähern, wo das noch ans Hort geht. Dann geht das noch jeder Part von uns Körper. Und uns Körper ist abgemerkt von kleinen Cells. Und jede Zell nimmt Oxygen an. Und das ist interessant, das ist ein kleines Vier, was an der Zell angehen wird. Das kriegt es, wenn wir ein Holz verbrennen tun. Das ist, warum wir einen warmen Körper haben. Weil jede Zell, die dort Oxygen verbrennt, dort ist, wo wir uns Energie kriegen, dort wird Aufgang erst von dort verbrennen als Carbon Dioxide. Und dann geht dort Träger im Blut an, und dort geht Raum, Träger bei den Lungen, und dann oben wie dort Carbon Dioxide rührt. Alle in einer Sekunde. Das nimmt mich viel länger, dort erklären, was passieren wird, ist dort nehmen wird, haben den Odem merken. Das ist ein Wunder, wo Gott dort angerecht hat. Da habe ich mir gedacht, wenn die Zellen dort Oxygen verbrennen wird, was wird, wenn wir zu viel Oxygen auf dem Vier abtun? Das Vier wird viel zu heiß. Aber uns Gründen bleibt immer dasselbe. Gott hat uns so gemerkt, so wunderbar gemerkt, dass uns Körper so viel schaffen wird. Und ich glaube, wir sind nicht dankbar für die Odem und das Leben, was Gott uns gegeben hat. Hier im Kapitel 34, 14 bis 15 sagt er, wenn er bloß an sich doch in Geist und Leben trägt, wird alles Leben vergonnen. Und von Mensch bloß Erd überblieben wird. Hier steht hier, dass wenn Gott wird den Geist und den Leben zurückholen wird, in der Englisch hat er gesagt, Breath, oder wenn Gott wird den Odem zurückholen, dann wird Leben vergonnen. Und von Mensch wird bloß Erd überblieben. Und das ist, wo wir sind dankbar für Odem sein. Ich glaube, wir fangen hier an, wir müssen dort sein, dort Leben, was wir haben, dort ist ein Geschenk von Gott. Wir haben nichts getan, dort wir uns den Leben verdient haben. Du hast nichts, was wir getan haben, willst wie wir nicht. Gott hat uns das Leben, diesen Odem, was wir in unseren Lungen haben, geschenkt.
Weil wir dankbar sein, dass Gott uns ein Leben hat gegeben. Und das ist interessant, wenn wir an Gesundheit denken. Dann. Viele von uns, wir denken nicht an Gesundheit, aber dann, wo wir uns nicht gut fühlen. Dann. Und wenn wir schlecht fühlen oder sehr krank sind, dann denken wir für einen Träg an, wie dankbar wir sind, dass wir gut fühlen. Dann. Wenn wir uns weiter besser fühlen, dann, wir sein wir Gott treu, als sie warst. Wieder, Gott hat unsere Familie gegeben. Wir sollen dankbar sein für unsere Eltern. Für unsere Eltern uns abtragen, dass wir von Gott lernen. Eltern wollen uns lernen, wo ein Leben zu merken. Eltern wollen uns leibtüchtig werden. Uns beweisen, wo ein befriedet Leben zu haben. Was von uns, wer wir sind, wo wir denken, dass wir gute Eltern haben. Und dann, Gott hat uns geschenkt, wenn wir befriedet sind, mit einem Partner. Sprüche Kapitel 12, der 4. Vers sagt es steht. Eine gute Frau ist ein Kronen von ihrem Mann. Aber die schon merkt, ist auf ein verfüllter Knackes. Eine gute Frau ist ein Kronen für ihren Mann. Und Männer, wenn Jesus mich sagt, ich will hier ein Klima pochen. Ich habe die beste Frau in der Welt. Und es ist nicht nur dich bei. Ich habe bewegt die beste Frau. Und ich würde nicht sagen, wer ich sein ohne Christina. Und ich schäme mich nicht mehr sein. Ich sage, bloß wer ich sein will, ich befriedet sein. Und ich bin dankbar, dass Gott mich gegeben hat. Wenn ihr noch einen Partner checken, dann ich will haben, wir sollen von dir dankbar sein, für wer Gott hat. Dann meine ich, dass wir einmal zu lang kommen. Dann. Wir streiten uns nochmal, nicht so? Wir leben nicht uns ganzes Leben mit uns Partner, ohne dass wir uns streiten. Dann. Aber Gott hat uns einen Partner gegeben und das ist ein Geschenk. Wieder die Bibel lehrt uns, dass Gott hat uns alles gegeben, was uns fehlen wird, zu leben. Matthäus Kapitel 5, 45 sagt es dort. Dort je den Vater im Himmel seine Kinder kennen sein, wird hij laat de zon opgehen über die Gouda und die Schlechte, und laat de Regen über die Rechte und Unrechte gehen. So Gott passt ab nach die ganze Welt. Wenn wir an unser Eten denken, wenn wir an unser Arndt denken, dort als Gott, was die Sonne schien, geben wird. Dort als Gott, was der Regen schicken wird. Und dort eten, was wir wollen von dir eten. Dort kämpft, weil Gott Leben geben wird. Und dort, was wir haben, dort, was wir uns taub schaffen, dann kämpft auch von Gott. 1. Chronik, Kapitel 29, der 12. oder 14. Vers sagt das. Grote vernehmen in ihr kommen von dir. Du bist König über alles. In deiner Hand ist Macht und Kraft, in deiner Hand steht dort, dem Graut und stark zu merken, wem du wirst. Du wegen, weil wir dir, unseren Gott, danken in den herrlichen Namen Graut merken. Was sie auch, was es mein Volk, dort wir im Schon wären, so viel freiwillig zu geben. Alles ist von dir gekommen. Auch diese Gaben haben wir erst von dir gekriegt und dann die gegeben. Dort, was wir haben, dort, was Eberbliebsel ist, dort ist alles von Gott. Und ich denke an, dass wir in Kanada wohnen. Und wie viele Menschen in Kanada arm sind. Und in Kanada, arm sein ist ganz anders als in anderen Ländern arm sein. In Kanada arm sein meint dass wir nicht das Haus haben, was wir wünschen, wir haben. In Kanada arm sein ist dass wir nicht das eten können, was wir wünschen, wir können eten. Wir haben genug eten, aber wir wünschen, wir würden kein anderes eten, weil es uns schmeckt als China. In Kanada arm sein meint dass wir mal einen Aulicht vor dich fahren, weil wir nicht.
Und dort, wo wir haben so viel, wie wir in Kanada wohnen. Sind wir dankbar dafür? Irgendwo, was mir ist bloß eten, ein klein bisschen Schilling. Dort ist ein Geschenk. Dort ist Gott sein Sehen an uns. Dort kommt von Gott. Und wir dankbar sein für was Gott uns gegeben hat. Wir tun uns vierten gängen ordentliche Menschen. Wie sein wir für ein andere haben, dann sind wir nicht dankbar für was wir haben. Wir sein dort ein anderer fort entfernt nicht vor dich. Wir wünschen, wir können auch. Und wenn wir nicht nicht vor dich haben, dann sind wir nicht dankbar für dort, was wir haben. Aber da können immer euer sein mit uns. Wir sind dankbar sein für was wir haben. Ich glaube, das muss für ein Schwur sein für Gott im Ansehen. Gott gibt uns alle diese Dinge, was wir haben. Und doch vierten sind wir nicht dankbar. 1. Timotheus, Kapitel 4, der 4. Vers sagt es dort. Wilt alles, was Gott gemerkt hat, als gut. Und alles, was einer mit Dank annimmt, braucht nicht weggeschmissen worden. Dort, was Gott gemerkt hat, dort ist alles gut. Und wir würden gerne dann sein, Wässer von Jugendlichen sei riesen Schobeln. Wässer von Jugendlichen haben ganz satt jeden an riesen Schobeln. Was immer dort ist. Aber wenn Gott uns riesen Schobeln einmal geben wird, oder 2 Backen Butter, das ist alles, was wir haben, das soll uns gut genug sein. Gott hat uns das gegeben. Und Gott ist gut. Ich glaube, bei der Grazie Ding, was wir immer dankbar sind, ist dort die Radung, was Gott uns gegeben hat. Unser ewiges Leben. Wir haben das nicht verdient. Wir haben nicht so gelebt, dass Gott das gefallen hat. So, dass er uns das ewige Leben schenken hat. Gott gibt das noch uns. Durch Gnade. Das ist nicht, dass wir gute Menschen wie uit uns selbst. Das ist, dass Gott hat Leid für uns. Und er regt uit seine Hand. Durch was Jesus hat im Kreuz deed und dass er von dort abstoßen deed. Durch dort haben wir das ewige Leben. Sind wir dankbar für den Preis, was Jesus Christus zahlen deed für unsere Rettung. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus Christus von diesem Preis gezahlt für unsere Rettung. Er hat uns losgekauft für unsere Sünden. Bloß der, was Jesus Christus deed für uns. 2. Korinther, Kapitel 9, der 15. Vers sagt es dort. Wir danken Gott für seine große Gabe, die mit Wert nicht beschrieben ist. Nicht mit Wert beschrieben ist. Das ist nicht genug Wert auf der Welt. Wir tun all das Leid. Das ist nicht genug Tent, dann dort beschrieben, weil groß Gott seine Leib ist für uns. Recken wir dort dann auch viel, was Gott uns gegeben hat. So was tun wir dann mit dankbar sein? Ich glaube, das ist ein Ding, dankbar sein, dort fängt dann hart an. Wie sein Dinge ordentlich an. Wie sein wir viel gute Dinge wir haben. Und dann fallen wir uns, wir sind dankbar. Was sollen wir dann tun mit dankbar sein? Ich glaube, das ist ein Stopp, was wir fertig nicht tun, aber das ist sehr, sehr wichtig. Und dort ist das. Dankbar sein, so lernen, nur dankbar sein. Dank sein. Wir sollen Dank sein. Was ich meine mit das ist, wir können dankbar sein, ohne die dort loten weiten, werde Geschenke haben gegeben, dort wir dankbar sein. Und ich glaube, wir haben das Fertig belebt, wir sind sehr dankbar, was ein anderer hat getan, aber wir sind ihm dort niemals. Und so ist es Fertig mit uns Christen. Wir sind vielleicht dankbar für was Gott uns gegeben hat, aber die Frau, ich will haben, wir sind von der Frauen erst das. Sei wir dann Dank nur Gott, für was er uns gegeben hat.
In der Bibel nennt het Gott preisen en loven voor wat hij gedaan heeft. In Psalm 9 redt hij daarvan, ik dank die met mijn ganzen hart en woord van die wonderwerken reden. So dat is niet bloos dat hij een dank heeft in zijn hart, hij wordt van de wonderwerken reden. En dat is wat we doen, wanneer we prijslieder zingen doen. We zingen terug naar God, dank voor wat hij gedaan heeft. We zijn niet bloos tevreden met dankbaar en hart zijn, maar we zijn dank naar die, wer dat ons gegeven heeft. Hij zegt hier, we zijn God danken met ons ganze hart. En dit meint dat we man anderen wat, wo we dingen aanzien. Dat ons hart hangt rond is, God te loven en te prijzen. En zo is er ook met mensen in ons leven. We kunnen dankbaar zijn voor anderen. Maar laten we aan dat weten dat we dankbaar zijn? Wanneer we zijn mannen, wanneer we zijn onze vrouwen, die het huis zo fijn reinhouden doen, of wanneer de maaltijd bijzonder schijn smaken deed, zijn we dank voor wat zij dat eten recht gemerkt hebben? En vroeger, wanneer je zijn, je man proeft zijn bastet te verdienen, en dat zijn bastet te mijn vader zijn te de tjinga, en je zijn dat, en je zijn dankbaar. Zij je man dank voor die dingen? Ik geloof vele mensen, juistlich zijn die ladig wilt mensen doen en ik danken voor wie zij zijn. Het is wichtig dat we een anderen danken doen. Ik wil van deel sluiten met een psalm lezen en ik word het in de nächste 3 boodschappen doen. Ik wil een psalm lezen wat ons helpen deed zijn waar we God danken zullen. Het is een psalm 100. De eerste 4 versen zeggen ze dit. Dit is een dankpsalm. Juich voor den Herrn, alle landen. Dank den Herrn met vrede. Kom ver aan met vrolijk gezang. Denk eraan dat de Heer God is. Hij is die ons gemerkt heeft, en niet wie zelfs. Je zijn de zine en de schop op zijn wed. God der zijn poorten met danken en zijn verhef nan am te loven. Dank am en loof zijn nomen, wilt de Heer als goed en vriendelijk. Zijn truhartje lijf blijft eeuwig en hij wordt niet ophouden trouw te zijn. Ik wil van deel ons ermoedigen. Weil we deze week in de nächste paar weken ons een psalm zeker in de Bibel zo staat. En jede dag die we denken. Want we moeten die lezen. Jede dag lezen dat we dankbaar zijn. En mijn hoopning is dit. Dat wanneer we worden dat zijn. De dingen wat God ons geschonken heeft. Waarover we dankbaar kunnen zijn. Dat we worden kunnen met een grotere vrede leven. Dat we kunnen schaftje zijn. Dat we worden een diepje lijf hebben. En dat we worden in vrijheid leven, wilt God als goed gewaast. Ik word de zingergroepen opkrijgen en we willen sluiten met gebed. Laat me heel schön voor, wanneer ik aan dank denken, dat ik ben zo dankbaar dat u hast mij de kracht gegeven, mijn stem de kracht gegeven, om deze boodschap voor u te brengen. En we denken aan alle die kleine dingen. En dus, we werken down, wanneer we tijd apart nemen down, wanneer we er werkelijk ontvangen te denken aan alle die dingen, waarover we dankbaar kunnen zijn. We worden deel en deel kunnen nemen voor dat. God, ik bid voor ons, wanneer de zonne zijn, van deel wat ontevreden zijn. Wanneer mensen zijn, wat dat niet goed is, wat u ons gegeven heeft. God, ik bid dat u was liefdollig en gnädig zijn met ons. En dat we ons hart laten anderen. Dat we kunnen dankbaar zijn. Dat we kunnen niet bloos dankbaar zijn,
aber wir können Dank sein. Wir können dir danken für was du getan hast. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.